Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Und ich muss ehrlich gesagt gerade ein Geständnis machen. Es ist im Moment gerade Sonntag oben und alle, die wissen, dass der DLC Freitag rausgekommen ist, am Freitag rausgekommen ist, wissen, ja, dass ich das Wochenende keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Ich bin nicht daheim gewesen, aber ich habe gleich Elden Ring gespielt. Und das Let's Play hier ist nicht mehr ganz so blind. Die Gegend habe ich jetzt schon ein bisschen gesehen. Aber das ist glaube ich gar nicht so mega schlimm. Weil... Ah, da lebt noch ein Hund. Weil es hat gar nicht so spektakuläres Zeug, wo man da so blind kann reagieren kann, habe ich gefunden. Was ich bis jetzt hier so gesehen habe. Ausser vielleicht Bus, aber ja, die Bus kann ich glaube jetzt nicht besser, nur weil ich schon mal gegen sie gekämpft habe, ehrlich gesagt. Und das ist glaube ich etwas, wo wir dann auch später noch sehen in diesem Part. Ich denke, wir kommen auch zum ersten Boss hier. Und ja, so ist es jetzt halt. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist eher auch noch ein Vorteil, wenn ich schon ein bisschen weiss, wo was ist und auch die Sachen. Ja, was denke ich dir beim DLC? Ich habe gesehen, im Internet ist er gar nicht so mega gut weggekommen. Ich habe mir ein bisschen geschaut auf Steam am Wochenende, und am Anfang ist es wirklich so 94% positiv gesehen, aber so am Sonntag ist es langsam auf die 60 runtergefallen und dann ist es wieder ein bisschen auf 62 rauf und dann ist es wieder runter. Ah. Nervig nicht. Ja, im Internet sind sie irgendwie nicht ganz so begeistert. Und ich muss sagen, ich habe sehr unterschiedliche Gefühle gehabt, was ich bis jetzt gesehen habe. Also zum Beispiel hier da die komischen Schatten-Zombies. Von denen habe ich das Gefühl, die kommen viel zu viel vor. Aber das ist eigentlich auch nicht so ein schlimmer Punkt. Ich habe mehr das Gefühl gehabt, hier so bei diesem Startgebiet, so der erste Teil bis da so rauf ist ein bisschen lame fast, als ich es gespielt habe. Mir hat es irgendwie nicht gedacht, dass es da mega cooles Zeug zu entdecken gibt. Es hat schon Zeug. Hier vorne ist zum Beispiel eine Ruine, wo wir dann auch jetzt gerade hergehen, denke ich. Mit dem haben wir im letzten Part schon geredet. Versenkte Ruinen. Und hier finde ich es auch mega interessant, dass sie da so... Ah, ist noch so ein Zombie. Hier finde ich es mega interessant, dass es da so... Ah, gegen die Ruhe. Dass sie da wie Tücher so über Gebäude gelegt haben, als ob sie sich irgendwie vor Licht schützen. Und ganz offensichtlich ist das Zeug ja wie verbrannt worden. Hier liegt überall so Schutt oder Asche rum. Und das bringt uns natürlich auch zur Frage hier, was sind das eigentlich alles für Gräber? Wissen wir ja auch nicht. Ist ja eigentlich nicht so eine romantische Gegend, wenn wir da das mal so nüchtern betrachten. Ui, da hat es noch etwas. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, das ist eh so viel gewesen und so schnell schwer gesprungener Topf. Und so teilweise verworren die Oberwelt, dass ich... Ja, ich habe mir das glaube ich nicht alles gemerkt. Darum... Das hätte ich gleich nicht auswendig können, nur weil ich schon mal ein bisschen durchgegangen bin. Und ich habe ja auch nicht alles selber gespielt, ich habe viel auch noch zugeschaut. Und den längeren Teil bin ich sogar noch eingepennt und dann habe ich mal die Augen aufgetan und habe so ein Monster gesehen, und ich jetzt nicht erzählen, was es ist. Und dann denke ich, gut, und ich die Augen wieder zu, das kenne ich nicht. Ei.
Aber ja, um nochmal zum Thema DLC zurückzukommen, wie er angekommen ist. Sie haben viel online geschrieben, er sei viel zu schwer und ja, ich weiß nicht genau, was ich so sagen weil Bus, die sind schon recht schwer, das spüre ich, aber sonst so hier so die Oberwelt habe ich bis jetzt ehrlich gesagt nicht so mega schwer gefunden. Es hat eine einzige Stelle gegeben, so eine Festung, die mich schon noch recht happig hat gedünkt. Aber dort muss man einfach auch klar sagen, es ist eine Frage, wie man ausgerüstet ist. Das, je nachdem ist es halt einfacher oder schwieriger. Und ich habe das Gefühl, bei den Bus ist das ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Sie machen mega Schaden, aber man findet hier, wenn ich vielleicht auch geschwind kann zeigen, man findet hier auch viele solche Talisman, die noch verstärken den Schutz. Das steht dann auch nicht erheblich, sondern irgendwie bis zum Äußersten. Und wenn man die anlegt, habe ich schon das Gefühl, es macht deutlich weniger Schaden. Jetzt noch das Feuer. Und der grosse Kritikpunkt an den Bus sind auch gesehen, dass sie so viele Kombos haben. Und das wiederum spüre ich schon auch. Es stimmt schon, die viel grosse Bus sind einfach so, dass man einfach ausweichen. Einen schlagen, weiter ausweichen. Muss kämpfen und das ist schon fast ein bisschen too much. Aber ja, wie soll ich sagen? Das ist natürlich auch sehr viel wichtiger, dass man die Ausdauer managen und eigentlich wäre ja das auch in Dark Souls ein Normalzustand, dass man ein bisschen auf die Ausdauer muss schauen. Bei Elden Ring weniger, da sind sie sehr grosszügig. Das ist irgendwie, ja, wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen Rückschritt, aber so eine Art Rückbesinnung. Von dem Spiel oder von dem DLC. Und eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen mehr auf das muss achten, ja. Aber es ist schon so, die Bösse, der ist schon... Wie soll ich sagen, sie sind... Also die ich bis jetzt gesehen habe, ja, kann ich ja nicht sagen, es ist schon alles... Jetzt gibt es noch... Schattengeisterhöhlen. Ich wollte nicht sagen, dass ich schon alles gesehen habe, das habe ich auch nicht. Ich habe wirklich einfach das Gebiet hier gesehen. Und da hat es schon auch die ersten Story-Bus oder die ersten relevanten Bus, würde ich sagen. Oi. Und sie sind wirklich schwer und ich habe es auch mega lange immer ohne Mimik probiert. Oi, kommt man da rauf? Yes. Da ist dann auch nichts. Nein. Aber irgendwie schlussendlich haben mich die Bus auch so aufgeregt, dass ich dann schon zur Mimik ausgewichen bin, weil irgendwie habe ich gefunden, sorry, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf 5 Stunden gegen einen Boss zu kämpfen. Und mit der Mimik ist es zwar nicht immer schnell gegangen oder einfach, aber eigentlich schon in akzeptabler Zeit, finde ich. Und irgendwie ist auch nicht gut mal. Aber irgendwie laufe ich da glaube ich ein bisschen falsch. Ja, zwar sieht gut aus. Ja, dort müssen wir wieder noch über, aber... Und jetzt zuerst in den Ton. Irgendwie finde ich halt einfach auch, wir sind hier im Endgame von Elden Ring und... Das Spiel gibt einem sehr viele gute Sachen, wie zum Beispiel auch hier die Klinge der Gnade. Das ist ein recht interessanter Talisman. Ups, er ist gleich gegangen. Da muss man halt vielleicht auch einfach alles nehmen, was man hat und irgendwie sich zur Wehr setzen und irgendwie, ja, ist das halt vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich, das Gefühl haben, man kann da mit einem Level 1 Charakter
Und braucht des grossen Herrschers. Mit einem Level 1 Charakter einfach durch die DLC spazieren und jeden Boss hat man gerade in einer halben Stunde besiegt und ja. Es ist halt ein schweres Spiel, ja. Obwohl ich wirklich auch muss sagen, sie haben mich hässlich gemacht, die... Ah, jetzt habe ich noch etwas vergessen. Die Bösen, bis ich eigentlich Mimik gebraucht habe. Das ist ja so. Also ich spüre den Punkt schon auch auf eine Art, aber gleichzeitig eben... denke ich, ich spüre ihn, aber irgendwie auch nur so 70% oder so, ja. Ja, wo kommt man jetzt da wieder rauf? Kommt davon, wenn man so laufen, du gar nicht mehr schaut, dass man spielt. Naja, schön. Ja, wir sind doch da irgendwo da hingekommen. Und irgendwie finde ich auch, der DLC ist viel dunkler. Ja, die ganze Zeit dort die Laterne an. Irgendwie, ja. Ist aber auch... Nein, ist glaube nicht Nacht, das ist einfach neblig. Ja, aber das ist glaube ich auch nicht gut. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ei, ist das hier gesehen? Ja, hier ist glaube ich die Stege rauf. Aber, Nein, das ist nicht gut. Irgendwie muss man dort auch raufkommen. Hier, die Stege habe ich gesucht. So, dort drauf sind wir gesehen. Dort ist nichts, ja. Ups. Ja, irgendwie nehme ich hier einen komischen Weg. Ah, oder muss man sich echt da hier... Jetzt noch auf den Balkon, kann man sich da runterfallen. Machen wir das mal. Kann man, aber nützt glaube ich nichts. Ah, wie kommt man dort rein? Ja, der sagt, man hat mich jetzt gerade ein bisschen zum Konzept gebracht. Da ist auch noch eins. Was ich ja mega cool finde, ist, dass sie das auch Schattenland-Runen machen, dass es so eigene Runen hat. Die ihm mehr bringen als die herkömmlichen Runen. Muss man da... Nein, da kann man nicht über. Jetzt sind wir wieder hier. Kann man da irgendwo runterkumpen?
Jetzt auch nie eine... Ich würde mal ein bisschen sagen. Ja, schöne Schmetterlinge. Ja, da hat sich irgendwie so ein Fenster, aber das nützt uns nichts. Kann man da irgendwie so? Nicht. Ah ja, nehmen wir das einfach mal sein. Ja, das poppt das ein bisschen schön auf und weg. He? Gehen wir mal zum Feuer auf einmal. Wo ist es? Dort. Jetzt können wir hier den Sägen von dem Skattubaum empfangen. Ja, danke. Die zwei hier, die Sägen der verehrten Geisterasche oder der Skattubaum, sind quasi so ein bisschen die Goldzeit und die Himmelssträhnen vom DLC-Gebiet, das man kann sammeln kann, um stärker zu werden. Finde ich eigentlich noch eine lustige Idee irgendwie, ja, dass man noch ein bisschen Sachen kann sammeln kann. Haben sie aber im Internet, glaube ich, auch nicht alle mit Begeisterung empfangen. Ja, und jetzt habe ich vor lauter Bosskämpfen gar nicht über die Ruinen gesagt. Ja, die finde ich eigentlich auch noch eine recht coole Idee. Vor allem, als sie so raufgeht und das, ja... Dort einfach nur so... Oh nein. Kommt der Vogel. Nicht nur so... Ups. Kaputte Häuser sind, wo man irgendwie rumsäckelt und irgendwo geheime Türen muss finden. Sondern dass es wirklich einfach einen richtigen Schatz hat, den man halt muss finden, aber ein bisschen weniger nervig als die geheimen Durchgänge. Ja, bin ich richtig? Ja, wir gehen hier den Gruselgeisterwald. Beziehungsweise... Nein, machen wir auch nicht, weil ich glaube, ich habe schon gleich... Ja, mach gleich. Hat zwar schon ein kleines Level-Up, aber das geht schon. Was ist für Lyrisat? Und hier jetzt da die lustigen Würmer, die... Lustige Würmer, die ganz friedlich sind zu einem, solange man noch nichts macht, da kann man schön rumlaufen und man kann sogar, glaub ich, ihnen ankommen. Sobald man sie angreift, werden sie böse. Und die komischen Haare, die sie hier haben, die machen... Die nehmen einem die Ausdauer weg. Ich weiß gar nicht, wie viel geben die Seelen. Ja, nicht so viel, dass das Arme lohnt. Ups.
Ja, stirb einfach so. Und die lassen wir jetzt einfach ein bisschen ruhen, dann werden die wieder lieb. So. Und hier sehen wir jetzt schon so eine Statue und da ist das westliche namenlose Mausoleum und das ist auch schon eine Änderung. Oder eine Erneuerung, dass es so ein Mausoleum gibt. Oder ich nehme an, es gibt mehrere, weil ich kenne auch nur das. Und wenn wir da reingehen, kommt der Bosskampf gegen eine Asche. Und das ist eigentlich schon... Es ist nicht ganz so ein schwieriger Boss, aber gleich macht er mega viel Schaden. Also er muss auch immer etwa zweimal gehen, dann ist man tot. Aber bei dem finde ich jetzt, man kann das Muster relativ gut lernen. Und durch das ist er jetzt nicht so der schlimmste Boss. Wow. Aber unterschätzen darf man ihn gleich nicht. Was man mega gut kann, ist ihn noch so in die Wange reindrängen, dann kann er nicht ausweichen und dann kann man reinschlagen. Solange man will. Killsturme, schlecht. Ui. Ups. Ah! Nein, und tot. Aber es geht ja schnell, wenn man gegen den kämpft. Und ja, ich verstehe das schon. Das kann frustrierend sein. Aber ja, es gehört halt irgendwie auch zum Spiel. Und jetzt bei dem Boss kann man keine Mimik beschwören, aber bei allen anderen Bossen, die ich bisher gesehen habe, kann man das. Jetzt müssen wir natürlich zu unseren Seelen säckeln. Komm. Man kann ihn sogar in diesem Sprung, wenn man ihn gut trifft, kann man ihn unterbrechen. Ups. Und er nimmt Blutungsschaden, das als Geist. Ups, fuck. Ja, die Attacke ist ein bisschen fies, aber eigentlich kann man gut ausweichen. Eigentlich. Ja, das ist eben auch noch so eine Kritik an der Börse gesehen, dass man einen Fehler macht und schon ist man tot. Aber ich glaube, es ist schon mehr als ein Fehler, den man muss machen. Aber nicht viele Fehler, das stimmt schon. Man ist mega schnell tot. Und das meine ich auch. Jetzt ist mir auch die Tour ausgegangen. Also das passiert hier in diesen... Das ist schon noch mehr, als man das vom Hauptspiel gewohnt ist.
Aber wenn man ihn mal verwünscht, kann man schön reinbretschen. Beide nehmen Trank, ist okay. Autsch. Schön reingumpelt. Da hat den Knopf gedrückt. Schade. Habe ich das auch mal noch geschafft? Aber wieder keine Ausdauer, gefährlich. Schade. Und geschafft. Was bekommt man? Das Grossschwert der Einsamkeit. Helm, Rüstung, Stufe, Beinschutz. Aber ich glaube, die sind gar nicht so toll. Oder ja, geht zwar, he? Aber sie sind sicher viel schwerer. Darum, ich glaube, ich bleibe noch bei meiner Baumwächterrüstung. Gehen wir noch das Level-Up machen. Jetzt ist es hoffentlich ein bisschen höher hier. Draussen. Ja, die Würmer, die lassen eigentlich meistens in Ruhe irgendwie. Die hängen da so schön friedlich. Jetzt kommen aber natürlich noch die blöden Vögel. Was sie am Spiel auch noch kritisiert haben. Wenn ich die Vögel lasse. Kommt schnell. Ist auch die Oberwelt. Sie sind viel zu kompliziert und viel zu verworren und so. Und das muss ich sagen, das spüre ich jetzt gar nicht. Also es ist schon... Ah, blöder Vogel. Es ist schon so... Komm. Es ist schon so, dass es mega viele Wege gibt. Wenn wir jetzt so zum Beispiel mal auf die Karte schauen. Hier hat es so eine Brücke. Da hat es einen Weg. Da hat es einen Weg. Da hat es einen Weg. Hier geht es vielleicht auch durch, wer weiß. Vielleicht geht es auch hier durch, wer weiß. Vielleicht geht es auch hier durch, wer weiß. Vielleicht geht es auch hier und hier und hier und da vielleicht noch ein bisschen so. Vielleicht geht es auch hier irgendwie noch ein bisschen so, wer weiß. Und das ist halt einfach nur eine Kreuzung. Hier hat es zum Beispiel eine Kreuzung, die mehrere Wege hat. Es ist schon so, es hat viele Wege und es hat auch hier viel so höhere oder tiefere Gebiete. Bei denen weiss ich schon, wo man herkommt. Bei nicht allen, bei den wenigsten würde ich sogar sagen. Hier vorne kein Plan. Zum Beispiel. Wenn man das so ein bisschen das Dunklere anschaut, jemand hat gemeint, es seien so Seen wie hier. Aber das ist natürlich wie hier eigentlich keine Spielwelt, das ist mehr. Das finde ich eigentlich eher noch cool. Es kann natürlich dann mühsam sein, wenn man vielleicht mal einen zweiten Run macht und es nicht mehr so viel zu entdecken gibt oder das alles. Dass es das vielleicht ein bisschen mühsamer macht, aber im Moment finde ich das eigentlich cool. Irgendwie ist die Oberwelt selber... Sie ist zwar vielleicht ein bisschen... schon ein bisschen leerer, habe ich schon das Gefühl. Aber dafür ist sie auch ein bisschen wie eine Dungeon aufgebaut, ja, so. Mit vielen verschiedenen Wegen, die man gehen kann. Ich meine, ich könnte hier jetzt auch straight in ein anderes Gebiet säckeln, wenn ich das will. Es ist halt auch Open World, ja. Und was ich vielleicht auch noch geschwind zum Thema Boss ein bisschen sagen wollte, spielt tut eben hier schon so ein bisschen
natürlich auf die Straße locken und dann gehen wir hier die Straße entlang und hier sagt das Spiel, hey, du solltest im Fall vielleicht doch ein bisschen so gehen. Und hier ist dann in diesem Gebiet ein recht starker Boss, das ist ja so, aber irgendwie habe ich mich dann auch erinnert, wenn man hier anfängt, dann sagt im Spiel auch, gang hier, gang hier, gang hier, gang hier, gang hier und dann bekommt man vom Market auf den Sack, bis man aufgeht. Und dann muss man irgendwie ein bisschen da durch und ein bisschen da, geht vielleicht sogar auf Keilitz, geht hier durch den Wald, geht einfach ein bisschen erkunden, irgendwann geht man auf die Insel runter hier. Und irgendwann, wenn man sich dann stark genug fühlt, geht man wieder daher und dann schafft man es dann. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht auch etwas Ähnliches ist. Mir ist die Struktur von dem DLC noch nicht so klar. Ich weiß nicht, hat es hier Aschenlords? Muss man einfach irgendwo zum Endgegner säckeln? Was muss man machen? Ich weiß es nicht. Und irgendwie, ja, habe ich auch das Gefühl, da die Skatu-Fragmente, dass man die vielleicht schon noch sammeln und irgendwie die Welt entdecken und ein bisschen stärker werden und so. Vielleicht unter Umständen. Und irgendwie, ja, muss ich sagen, wie gesagt, hier bin ich zuerst eigentlich so ein bisschen, das ist ja ein bisschen leer, ein bisschen lame, finde ich alles gar nicht so cool. Beziehungsweise hat es mich einfach auch nicht so begeistert. Aber dann, wenn man doch ein bisschen die späteren Gebiete oder Untergebiete von diesem Gebiet macht, und das hat hier auch noch Mini-Dungeons und so, die haben mich auch sehr cool durch. Sie sind nicht unbedingt mega lang oder mega anspruchsvoll, aber sie sind ja, aufwendig noch gemacht, also sie haben mir optisch auch sehr gut gefallen. Und darum, ja, irgendwie, zuerst bin ich wirklich so gesehen und mittlerweile muss ich sagen, es hat mir schon noch gefallen. Das mit den Bossen, wie gesagt, spüre ich auch irgendwie von einer Art, die sind nervig, aber gleichzeitig kann man sich das auch selber nerviger oder weniger nerviger machen, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist mein bisheriger Eindruck vom DLC. Wie seht ihr das? Schatten oder Lichtseiten oder diffuser Nebel? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.